Hey, so schön. Heute sprechen wir über die Spannung zwischen Gottes Gnade und seiner Gerechtigkeit. Seine Barmherzigkeit auf der einen und seine Heiligkeit auf der anderen Seite. Und kurz ein Recap, wo wir sind in der Geschichte von Exodus. Gott hat dem Volk Mose die 10 Gebote gegeben und noch während Mose auf dem Berg ist, fertigen sie sich ein goldenes Kalb an. Haben wir letzten Sonntag gehört, beten das an und Gott wird wütend und resigniert sozusagen und sagt zu Mose, komm, wir zwei, wir fangen nochmal neu an. Aber Mose überzeugt Gott, treu zu bleiben zu seinen Versprechungen und dann geht er wieder runter mit den neuen Tafeln und sie gehen weiter. Aber bevor er runtergeht, hat Mose ein faszinierendes Gespräch mit Gott, in dem sich Gott noch einmal neu vorstellt. Mose sagt Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Bevor ich jetzt runtergehe, möchte ich dich sehen. Und dann sagt Gott ihm, schau, das ist schwierig. Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weil ich bin heilig und du nicht, ich bin Gott und du nicht. Und das ist nicht, weil Gott irgendwie besonders wütend ist oder so, sondern einfach, weil wir Menschen nicht Gott sind. Das ist wie die Sonne. Die Heiligkeit Gottes kann man wie mit der Sonne vergleichen. Die Sonne ist super. Wer liebt die Sonne in dieser Woche? Ja, die Sonne bringt Leben, die Sonne bringt Energie. Ohne Sonne gibt es diese Welt nicht. Aber du darfst nicht zu lange in die Sonne reinschauen, das blendet dich. Und ich empfehle dir auch nicht, zu nahe zu kommen an die Sonne. Weil irgendwann schmelzt du dahin oder verbrennst du, weil die Sonne ist so kraftvoll. Und so ist es mit Gott. Gott ist noch viel größer und mächtiger als die Sonne. Er ist gut, er will das Leben bringen, aber es gibt eine Diskrepanz zwischen Mensch und Gott. Aber dann hat Gott eine Idee. Er sagt zu Mose, okay, stelle dich in einen Felsspalt, ich halte meine Hände über deine Augen, verdecke deine Augen und ziehe an dir vorbei. Und wenn ich vorbeigezogen bin, dann nehme ich meine Hand weg und du darfst meinen Rücken sehen. Und dann stellt sich Gott vor in 2 Sätzen. Und heute geht es nur über diese 2 Sätze, okay? Nur 2 Sätze. Und wir lernen ganz viel Hebräisch. Also heute ist eine Theologiepredigt, okay? Heute gibt es keine Geschichten aus meinem Leben. Eine. Aber sonst Theologie, okay? Seid ihr einverstanden? Also ihr müsst euch jetzt konzentrieren. Gott zieht vorbei und sagt ihm 2 Sätze, die so zentral wichtig sind für die Bibel, weil er seinen Charakter vorstellt. Und diese beiden Sätze werden in der einen oder anderen Form über 20 Mal in der Bibel wiederholt. Ich möchte sie euch vorlesen, 2. Mose 34, Vers 6 bis 7. Und der Herr ging an ihm vorüber und rief, Herr, Herr, also sein Eigenname, Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkeln bis zur 3. und 4. Generation. Und es beginnt auf den ersten Blick so wunderbar, oder? Gott stellt sich vor und er sagt, ich bin barmherzig, ich bin gnädig, ich bin liebevoll, gütig, bis in die 1000. Generation segne ich, vergebe. Und dann kommt wie so ein Wechsel in seiner Selbstdarstellung, in der er sagt, ich lasse aber nicht ungestraft die Schuld, sondern suche die Schuld sogar heim an den Enkeln und Urenkeln der Kinder und der Eltern und so weiter. Und hier sehen wir diese Spannung, über die ich am Anfang gesprochen habe, zwischen Barmherzigkeit auf der einen Seite und Gottes Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Und für uns heute ist doch das irgendwie ein Widerspruch, oder? Wie bringen wir das hier oben in unserem Kopf zusammen? Jetzt vergibt Gott jetzt unsere Schuld? Das heißt, er vergibt sie. Seine Güte ist groß. Vergibt er sie jetzt oder bestraft er sie?
Und irgendwie kriegen wir das nicht zusammen in unserem Kopf. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch erinnern mit unserem Alttestament-Professor in der Vorlesung. Wir hatten es über das Alte Testament und da war das Thema Gottes Gerechtigkeit, sein Zorn, seine Rache, die er vollzieht, seine Bestrafungen im Alten Testament, oder? Und dann ging die Diskussion los. Wir haben zu ihm gesagt, ja, aber Herr, so und so, wie kann das sein? Wie bringen wir das zusammen mit dem liebenden Gott, der vergibt, der gnädig ist, der barmherzig ist? Wie kriegen wir diese beiden Dinge zusammen? Und wir haben richtig Gas gegeben. Wir haben gesagt, ja, was ist denn das für ein Gott, der so streng ist und so strafend ist und auch Rache vollzieht? Was ist das für ein Gott? Kann Gott sich nicht benehmen? Und so weiter. Wir haben wirklich Gas gegeben, oder? Und dann hat er etwas gesagt, was mir bis heute geblieben ist. Dieser Professor hat gesagt, und ich versuche jetzt so zu sprechen, wie er gesprochen hat. Er hat gesagt, ja, Herr Saladin, dass wir heute mit einem strafenden Gott Mühe haben, das ist ein Erstweltproblem. Ein Kuschelgott, der nie straft, nie zornig ist, der nur liebt, das ist ein Wohlstandsphänomen. Menschen, die durch Armut und Ungerechtigkeit gezeichnet sind in dieser Welt, über die Jahrhunderte weg, sagt er, haben nie ein Problem mit einem strafenden und strengen Gott. Die haben kein Problem mit einem Gott, der Rache übt an ihrer Stelle, der wieder Gerechtigkeit herstellt und diejenigen in die Schranken weist, die ihnen Ungerechtigkeit zufügen. Wir reichen und wohlhabenden Menschen stoßen uns an so einem Gott. Und ich finde diese Aussage von dem Professor hochinteressant. Und es ergibt irgendwie für mich auch Sinn. Und wir müssen aufpassen, dass wir unseren Gott nicht in eine Form pressen, die für uns verdaulich ist. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht uns selbst formen und eigentlich ein goldenes Kalb anbeten, sondern Gott sein lassen für der er ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Und das ergibt dann auch Sinn in der Bibel, wenn vom Gericht die Rede ist oder von Gottes Zorn, ist das zum einen Grund zur Angst, ja, das stimmt in der Bibel, aber immer in der Bibel ein Grund zur Hoffnung, ein Grund zur Freude, weil Gott endlich Gerechtigkeit schafft. Gott kommt wirklich irgendwann und macht alles wieder richtig. Er richtet es wieder gerade. Er kümmert sich um die Schuld. Er kümmert sich um die Menschen, die missbraucht, unterdrückt und so weiter worden sind. Gottes Gericht und Strafen sind immer Ausdruck seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit. Okay, also, das als Vorbemerkung. Und jetzt gehen wir Wort für Wort durch diesen Text durch. Und ich habe gesagt, wir lernen Hebräisch heute, okay? Wort für Wort. Fast jedes Wort schauen wir gemeinsam an. Und du kannst heute Hebräisch nach dieser Predigt. Also Gott zählt auf 5 Dinge über sich selbst. Er sagt, ich bin barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, Güte, groß an Güte und groß an Wahrheit. Also, 2. Mose 34, Vers 6 schauen wir jetzt an. Das erste Wort, das dort benutzt wird für barmherzig, Jahwe, Jahwe ist barmherzig. Dort steht das Wort Rachum. Und jetzt sagen mal alle, die Schweizerdeutsch können, Rachum. Mit ch, so, du darfst richtig so, chum, so, Rachum, ich bin Schweizer, genau, Rachum. Und das Wort, das kommt vom Wort Racham, was Mutterleib bedeutet. Mutterleib. Das heißt, wenn jemand Rachum hat oder empfindet, ist das wie das Gefühl einer fürsorglichen Mutter,
die die Not ihres Kindes sieht. Sie dieses Gefühl, das von ganz tief drinnen im Bauch stark wird, wenn dein Kind am Leiden ist. Und alle Mütter wissen genau, von was ich spreche. Du spürst das innerlich, du hast Mitleid. Es zieht sich in deiner Gebärmutter sozusagen zusammen für dein Kind. Es gibt dieses berühmte salomonische Urteil. Wer kennt das salomonische Urteil? Es kommen 2 Frauen zu König Salomo und beide Frauen sagen, das ist mein Kind. Sie haben ein Kind und beide behaupten, es ist ihr Kind. Und niemand weiß, wem das Kind gehört. Und dann hat Salomo die Weisheit und sagt, gut, holt ein Schwert, wir teilen das Kind in 2 Teile und jede Frau bekommt ein Teil. Und dann heißt es von der wahren Mutter, wie sie reagiert. Ich möchte euch vorlesen, 1. Könige 3, Vers 26. Die wahre Mutter sagte, in aufwallender Liebe, und hier ist wieder dieses Wort, Racham drin. Genau, 1. Könige bitte. Da sagten die Frau in aufwallender Liebe, Racham, für ihr Kind zum König. Bitte, mein König, gebt der anderen Frau das lebende Kind, auch wenn es meins ist. Nur tötet es nicht. Und du siehst, diese Frau ist sogar bereit, ihr Kind an die andere Frau zu verlieren, weil sie will, dass ihr eigenes Kind am Leben bleibt. Und dieses Gefühl, Racham, von Barmherzigkeit, von Mitleid, ist ein Gefühl, das hier drinnen stattfindet. Aber es ist mehr als ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, das ein Opfer nach sich zieht. Dass du bist bereit, einen Preis zu bezahlen für diesen Menschen oder für diese Sache, weil du Rachum hast. Du hast Mitleid. Und das sagt Gott, jetzt können wir nochmal die Folie vorher machen, ich bin barmherzig, ich bin Rachum. So ist Gott, sagt er. Das ist der Grund, warum ich euch aus Ägypten befreit habe, weil ich eure Schreie gehört habe, euer Leiden gesehen habe und es hat mich im Innersten bewegt. Ich hatte Mitleid mit dir. Und es ist spannend, im Neuen Testament wird dasselbe von Jesus gesagt, einfach auf Griechisch, wenn er zum Beispiel kranke Menschen sieht, dann heißt es, dass er Mitleid hatte, dass seine Eingeweide sich wie verdreht haben in ihm und er aus Mitleid sich hat bewegen lassen und Menschen geheilt hat. Gott sieht unsere Not, Gott sieht unseren Schmerz, er hat Rachum. Und ich finde das hochspannend. Gott stellt sich Moses so vor, das ist seine erste Eigenschaft. Er ist barmherzig. Amen, Amen. So, jetzt gehen wir zur zweiten. Er ist auch gnädig. Er ist nicht nur barmherzig, sondern auch gnädig. Er ist nicht nur Rachum, sondern verspürt auch, wie heißt es? Chanun. Sag mal, Chanun. Chanun. Also, es ist ein Reim. Am Schluss kannst du sogar einen Reim. Du musst jetzt aufpassen. Rachum, Chanun. Rachum, Mitleid, Chanun, gnädig. Und das Wort, das hier gebraucht wird, kommt vom Wort Chen. Und Chen wird in der Bibel übersetzt mit Gnade. Gnade. Aber es ist mehr als Gnade, sondern Chen bedeutet so etwas wie Gunst oder unverdiente Freundlichkeit oder unverdientes Wohlwollen. Wenn in der Bibel von einem Schmuckstück die Rede ist, das attraktiv ist, das Wohlwollen, das anmutig ist, wenn ein solches Schmuckstück wird, ein Schmuckstück voller Chen bezeichnet, also voller Gnade, bringt es irgendwie nicht so auf den Punkt, sondern eher voller Gunst, voller Wohlwollen, voller Anziehungskraft, Wertschätzung. Aber bei Chen, bei dieser Gnade geht es um eine Wertschätzung, um eine Freude, die unverdient entgegengebracht wird. So ist zum Beispiel die Königin Esther, die zum persischen König gehen muss, um die Vernichtung des jüdischen Volkes abzuwenden. Und obwohl sie keine Audienz hatte und keine Sicherheit, ob der König sie nicht umbringt, wenn du zum König gehst, unangemeldet,
musst du sterben zur damaligen Zeit. Aber wir lesen in der Bibel, dass Esther beim König Chen findet. Diese unverdiente Gnade, dieses Wohlwollen, diese Freundlichkeit. Und der persische König geht auf ihr Anliegen ein. Oder Jakob, der von Esau verfolgt wird, seinem Bruder, weil Jakob Esau ihn um sein Erstgeburtsrecht betrogen hat. Und dann treffen sich die beiden wieder und Jakob fürchtet um sein Leben, dass Esau ihn tötet. Und es heißt in der Bibel, dass Jakob bei Esau Chen findet. Eine freiwillige Entscheidung zur Vergebung und zur Versöhnung. Und die Bibel sagt uns, so ist Gott. Gnade ist ein fundamentaler Wesenszug, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Er beschenkt Menschen. Gott ist zutiefst in seinem Wesen menschenfreundlich. Er hat ein Wohlwollen gegenüber Menschen. Obwohl sie es nicht verdient haben, obwohl sie ständig seine Gebote missachten, hat er ein Wohlwollen, eine Gunst gegenüber Menschen, gegenüber dir und mir. Also Gott ist voller Rachum, Chanun und jetzt geht es weiter zum nächsten Wort. Er ist auch langsam zum Zorn. Und das Wort, das dort benutzt wird, ist Arek Apayim. Arek Apayim bedeutet wortwörtlich übersetzt, Gott ist langnasig. Gott hat eine lange Nase. Im hebräischen Urtext, Gott ist langnasig. Und das ist, weil die Nase oder das Gesicht in der Bibel eine Metapher ist im Hebräischen für Zorn. Für Zorn, weil wenn jemand zornig ist, dann schnaubt er vor Zorn. Oder dann schnaubst du durch deine Nase, dann wirst du rot im Gesicht, oder? Es heißt zum Beispiel von Potiphar, als die Frau von Potiphar Josef anklagt, dass er sie angefasst hätte, dass Potiphar, der Ehemann, eine lange Nase bekommen hat im Urtext. Oder das heißt eigentlich, also nicht eine lange Nase, Entschuldigung, eine Nase bekommen hat. Das heißt, er wurde zornig, er entbrannte vor Zorn. Und wenn es jetzt heißt, dass Gott ein langnasiger Gott ist, dann heißt das nichts anderes, dass er langsam zum Zorn ist. Also er hat eigentlich Geduld mit uns. Er entbrennt nicht schnell in seiner Wut, sondern er lässt den Menschen Zeit, um umzukehren, zu ihm zurückzukehren. Wer ist froh, dass Gott langsam zum Zorn ist? Ich bin froh, dass er langsam zum Zorn ist, aber ich sage dir auch, ich bin auch froh, dass Gott zornig wird. Wir vergessen das manchmal in unserer heutigen Zeit. Aber wir hatten es vorhin schon davon, ein Gott, der nicht zornig wird, ein Gott, der sich nicht um Unrecht kümmert eines Tages, ein Gott, der sich nicht für die Menschen einsetzt, die missbraucht werden, unterdrückt werden, versklavt werden, misshandelt werden. Ein Gott, der einfach sagt, ja, die Täter haben nicht besser gewusst, ja, Schwamm drüber. Nein, das ist kein guter Gott. Ich bin froh, ist Gott ein gerechter Gott, der sagt, was richtig und was falsch ist und der irgendwann mal fürs Rechte schauen wird. Aber er ist langsam zum Zorn. Langsam. Er ist geduldig. So, nächste Eigenschaft. Eigenschaft 4. Seid ihr noch wach? Ja, okay. Eigenschaft 4. Er ist groß an Güte. Groß an Güte. Das Wort, das hier verwendet wird, ist Chesed. Immer dieses, das finde ich so gut im Hebräischen. Und das Wort Chesed kann gar nicht so einfach mit einem deutschen Wort übersetzt werden. Du wirst das auch in deiner Übersetzung sehen. Ist vielleicht ein anderes Wort verwendet als in meiner Übersetzung und du kannst diese Übersetzungen vergleichen. Es wird übersetzt mit Liebe. Gott ist groß an Liebe oder Großzügigkeit oder auch Treue. Oder groß an Gnade steht in anderen Übersetzungen auch. Aber bei Chesed geht es so um eine beständige Loyalität.
Eine beständige Loyalität. Bei Barmherzigkeit, bei diesem ersten Wort, ist es mehr ein Gefühl. So, Gott lässt sich bewegen durch Unrecht. Gott lässt sich bewegen durch Leid und handelt aus seinem Gefühl heraus für den Menschen. Aber bei diesem Wort geht es mehr um seine beständige Treue, seine beständige Liebe zu seinem Volk. Eine Liebe, die sich verpflichtet für den anderen, unabhängig von der anderen Person. Eine Liebe, die über lange Zeit Bestand hat. Und wir kennen das aus unseren Eheschließungen, oder wenn zwei Menschen vor dem Altar stehen und sich einander versprechen, ich werde dich lieben in guten wie in schlechten Zeiten. Da wissen wir alle, dass es hier um mehr geht als eigentlich einfach ein Gefühl, sondern es ist ein Commitment zur anderen Person. Egal wie die Zeit sein wird, egal wie du dich verhältst oder ich mich verhalte, wir committen uns zueinander, wir sind einander treu in unserer Liebe. Wir kümmern uns umeinander, bis dass der Tod uns scheidet, sagen wir. Und Gott sagt, so bin ich. Ich bin sogar groß an Chesed. Groß an Chesed. Gott ist groß in seiner loyalen Liebe. Groß in seinem Commitment. Gottes Commitment ist nicht leicht zu biegen. Sein Ja zu dir und mir gilt. Sein Ja zu dieser Welt gilt. Und das sehen wir in der ganzen Bibel immer wieder, dass Gott treu ist, obwohl sein Volk untreu wird. Gott ist treu. Gott ist groß an Commitment. Und das letzte Wort, das verwendet wird, ist Wahrheit. Ich bin groß an Wahrheit. Und dieses Wort im Hebräischen ist Emet. Und hier sehen wir einen Reim. Rachum, Chanun und dann dieses langnasige. Rachum, Chanun, Chesed, Emet. Rachum, Chanun, Chesed, Emet. Und es ist ein Gedicht. Gott, stell dir vor, Gott ist ein Künstler, oder? Ich finde das so spannend. Gott stellt sich vor und wie macht er das? Er tut es noch so in einen Reim, dass man es sich noch merken kann. Also für uns ist das schwieriger als deutschsprachige Menschen, aber für den Mose, Rachum, Chanun, Chesed, Emet. Und das Wort Emet ist auch ein Wort, das mit der Übersetzung Wahrheit nicht Genüge getan wird. Es ist nicht hinreichend, Wahrheit, natürlich. Aber bei Chesed geht es bei Emet geht es um seine Verlässlichkeit. Das kommt von diesem Wort Fels. Er ist ein Fels, der sich nicht so leicht bewegt, der Bestand hat, der standhaft ist. Gott ist absolut treu in seinen Versprechen. Gott verändert sich nicht. Es ist nicht so, dass Gott heute so ist und dann, wenn du Pech hast, in 100 Jahren so ist. Gott ist nicht heute so und morgen ein anderer, sondern er ist der gleiche, wie er war damals, heute und alle Ewigkeit. Gott ist Wahrheit. Das heißt nicht, dass ich ihn vor 20 Jahren, dass sich mein Bild von ihm nicht verändern darf. Verstehst du? Aber Gott war immer der gleiche. Gott verändert sich nicht, er ist verlässlich. Auf ihn kann man sich verlassen. Er ist stabil, er ist unerschütterlich. Das, was er sagt, hat Bestand. Wir dürfen ihn beim Wort nehmen, weil er ist wie ein Fels, er ist verlässlich. Er ist treu, er ist groß an Wahrheit, groß an Emet. So, das waren die 5 Eigenschaften. Und wenn ihr noch wach seid, gehen wir jetzt zum schwierigen nächsten Vers, okay? Ist gut? Weil jetzt war es eigentlich nur schön. Und jetzt wird es ein bisschen kritischer. Ich möchte zum Schluss auf den zweiten Satz eingehen, Vers 7, den ich bis vor kurzem, ehrlich gesagt, immer falsch verstanden habe und mich auch daran gestoßen habe. In Vers 7 steht, der Güte bewahrt den Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Das haben wir gehört. Amen. Und jetzt kommt ein Einschub. Der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkeln bis zur 3. und 4. Generation.
Ich meine, der erste Teil ist amazing, oder? Gott ist gnädig, barmherzig, gut, groß an Güte und so weiter. Vergibt die Schuld. Segne bis in die 1000. Generation. Aber er lässt nicht ungestraft, mit dem kann ich auch noch leben, oder? Ein Gott, der gerecht ist und der gut ist, muss auch gerecht sein und so weiter. Aber dann steht, dass er die Schuld heimsucht an Söhnen und Enkeln bis in die 3. und 4. Generation. Also ich frage mich dann so, warum müssen Kinder für etwas bestraft werden, was die Eltern falsch gemacht haben? Oder die Urgroßeltern oder die Urgroßeltern? Warum ist Gott so nachtragend? Das ist doch irgendwie nicht fair. Und ich sage dir jetzt, das ist auch nicht die richtige Interpretation von diesem Text. Das ist eine Fehlinterpretation. Auf den ersten Blick sieht es so aus, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Warum sage ich dir das? Erstens, weil die Bibel an anderen Stellen genau das Gegenteil behauptet. Ich möchte es vorlesen. Auch Mose hat das gesagt. 5. Mose 24, Vers 16. Dort sagt er, oder Gott sagt, die Väter sollen nicht mit den Kindern getötet werden und die Kinder sollen nicht mit den Vätern getötet werden. Ein jeder soll für seine eigene Sünde getötet werden, okay? Das heißt, das Kind wird nicht bestraft für etwas, was der Vater getan hat, sondern für seine eigene Schuld. Oder im Jeremia, Prophet, der über den neuen Bund spricht, dort steht in Kapitel 31, Vers 29, in jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Vorfahren haben unreife Früchte gegessen, den Kindern aber werden die Zähne stumpf. Sondern jeder wird für seine eigene Schuld sterben. Jedem Menschen, der die unreifen Früchte isst, werden die eigenen Zähne stumpf. Verstehst du? Du bist für das verantwortlich, was du tust. Du trägst die Konsequenzen für deinen Mist selbst. Das sagt die Bibel, ganz klar. Also was meint denn Gott? Vielleicht können wir den Vers 7 nochmal einblenden. Was meint denn Gott, wenn er das sagt? Es geht hier nicht darum, dass das Kind bestraft wird für etwas, was der Vater oder die Mutter getan haben, sondern darum, dass Gott die Sünden, die von den Eltern begangen werden, auch bei den Kindern bestrafen wird, wenn sie diese von ihnen erlernt haben und kopieren. In anderen Worten, Gott sagt nicht, ich werde diese Generation für ihre Schuld, ich werde sie nicht bestrafen, weil das haben sie ja nur gelernt von ihren Eltern. Nein, jede Generation steht selbst gerade für ihren Mist bei Gott. Wenn du das gelernt hast von deinen Eltern, bist du nicht aus der Verantwortung gezogen. Du stehst selber gerade vor Gott. Das heißt, diese Theologie der Generationenschuld, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist eigentlich falsch. Dass du als Kind oder Großkind büßt für etwas, was deine Eltern oder Urgroßeltern oder Urgroßeltern getan haben. Jetzt, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass die Schuld deiner Eltern oder die Fehler deiner Eltern keinen Einfluss auf dein Leben gehabt haben. Verstehst du? Der Einfluss deiner Eltern oder Urgroßeltern ist nicht zu unterschätzen, weil du bist damit aufgewachsen. Du hast gelernt, wie dein Vater mit Konflikten umgegangen ist. Und wenn dein Vater immer jähzornig geworden ist, weil er selbst wieder von seinem Vater gelernt hat und der hat es von seinem Vater gelernt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du als Kind, wenn du das beobachtest, auch in dieser Jähzorn lebst. Weil du das imitierst, weil du es nicht anders weißt, weil du es nicht anders kannst. Wenn dein Vater ein Alkoholiker gewesen ist und dein Großvater auch und dein Urgroßvater auch, dann ist das eine Belastung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß oder größer, sagen wir es so, dass du selbst mit diesem Problem zu kämpfen hast. Das heißt nicht, dass Gott dich bestraft für etwas, was dein Urgroßvater getan hat, sondern dass du einfach in diesem Muster läufst.
Es gibt Belastungen, die werden wie vererbt. Es gibt auch dämonische Belastungen, die wie weitergehen. Jetzt aber die gute Nachricht ist, dass du das im Namen von Jesus durchbrechen darfst für dich. Verstehst du? Für dich. Nicht du für deine Eltern. Nicht du für deine Kinder. Du für dich und deine Kinder müssen selbst wieder vor Gott stehen. Versteht ihr? Und in dieser Hinsicht ist das gute Nachricht, weil es nimmt die Person selbst in die Verantwortung. Du bist selbst verantwortlich für deinen Mist. Nicht deine Eltern. Du selbst. Und du kannst das im Namen von Jesus neu erlernen. Und wir werden gleich beten für dich. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, du trägst etwas mit. Du siehst ein Muster in deiner Familie. Du siehst vielleicht etwas in deinen Kindern, was schon du hattest, was schon dein Vater hatte und so weiter. Und wir beten gleich dafür. Aber ich sage so, wir kommen zum Glauben an Jesus. Wir sind eine neue Schöpfung. Und dann geht es darum, das zu lernen, was es heißt, in diese Freiheit zu gehen. Es ist kein Zufall, dass wir diese ganze Predigtserie machen, weil ich möchte euch mitnehmen auf deinem Weg, deine Freiheit, für deine Familie. Deswegen haben wir solche Sachen wie Seelsorge. Vielleicht ist es für dich dran, dass du mal ein Thema, das dich begleitet und dich nicht loslässt, mal mit einem Seelsorger besprichst. Aus diesem Grund haben wir Kurse wie Get Free, in denen wir uns 10 Wochen, immer am Mittwochabend, das findet jetzt im Moment statt und die zweite Runde kommt dann im Verlauf der nächsten paar Monate. 10 Wochen kannst du dich auseinandersetzen mit deiner Freiheit und deinen Gefangenschaften. Weil wir tun das nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil Gott ein Gott der Freiheit ist. Gott ist ein Gott der Freiheit. Und er ist ein Gott, der Ketten sprengt. Er ist ein Gott, der Sklaven befreit. Gott ist groß an Güte. Er ist barmherzig, voller Gnade, langsam zum Zorn, voller Wahrheit. Und ich möchte jetzt gerne mit dir beten. Vielleicht weißt du, um was es jetzt geht in deinem Leben. Ich habe ja ein paar Beispiele genannt. Und ich möchte jetzt ein Experiment machen, dass du deine Augen schließt und du dir vorstellst, dass du Mose bist. Und du wirst von Gott in diesen Felsspalt gestellt. Dort bist du geschützt. Der Fels in der Bibel und im Buch Exodus steht für Christus. In Jesus Christus bist du safe. In ihm findet sich Gottes Erkenntnis. Und jetzt stell dir mal vor, du bist in diesem Spalt. Und Gott legt seine Hand auf deine Augen aus Liebe zu dir. Und dann nimmt er seine Hand weg und du siehst noch seinen Rücken. Verschiedene Kirchenväter haben gesagt, dass Mose dort den Rücken von Jesus gesehen hat. Und dieser Jesus hat die Schuld für dich und mich getragen. Sein Rücken ist voller Striemen, weil er ausgepeitscht wurde.
für dich, für mich, für die ganze Welt, damit Segen fließen darf. Und jetzt, während du dort bist und das betrachtest, in deiner Vorstellungskraft, halt ihm jetzt deine Kette hin. Halt ihm deine Not hin. Und Gott ruft aus: Ich bin barmherzig. Ich bin dir gnädig gestimmt. Langsam zum Zorn. Groß an Güte. Groß an Wahrheit. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du diese Ketten abnimmst. Wir bitten dich das im Namen von Jesus Christus, der uns neu macht, der uns Freiheit schenkt, der es gut mit uns meint. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du uns zeigst durch die Kraft des Heiligen Geistes, welche nächsten Schritte für jeden Menschen dran sind heute Morgen. Ob es eine Seelsorge ist, ein Coaching, vielleicht zum Psychiater zu gehen, vielleicht ins Get Free zu gehen, vielleicht zum Gebetsteam heute mal zu gehen. Heiliger Geist, führe du uns in die Freiheit, dass wir lernen dürfen, was es heißt, in deiner Freiheit auch zu wandeln. Amen. Amen, Amen, Amen.